E schöne guten Abend. Et war die erste Rentrée Schulcampus op der Kap. An hier sind Bilder dazu. Wir sind dann heute Morgen auf der Kap an der Funkelneier Schule. Das ist natürlich schon ein bisschen ein Tag, wo ich aufgeregt als den nächsten Schultag mit einer neuen Schule gestimmt habe. Die Chance gerne ganz flott mit so ein Relais anzureihen. Wir haben heute mittlerweile rund 750 Kanner, die an die Schule gehen. Das ist nicht so einfach zu gerieren als Lehrperson, als Konvention, die dann einfach auch wie die Jahre für die Runde exzellent geriert. Von den 750 Kanner werden heute Mittag schon rund 550 Kanner an Maison Relais erste gehen. Das sind der Woche ganz cool. Auf alle Fälle muss ich so werden ein ganz gelungen. Schulrand mit flotten Infrastrukturen. Und das nach den einen oder den anderen kleinen Bobo mit der Creme natürlich auch noch behoben. All Joers virun der grosser Vakanz heeschtet alles op de Wëllo am Mamerdal. An eso Wort des Joer den Roger Negri erklärt. Haut ass den 19. Juli 2015 an ass die 20. Editionioun vum Wëllostag zwischen Mammer a Meesch mat enger Distanz van den Hinhalt zerikfährt vun 30 km. De Moien ass d'Weder leider an net so gut, mit sinn awer schon eng Pacht die Wëllo an NRW. Wir wünschen als wie immer einen schönen Tag, dass Leute viel Spaß haben, auch dass viele Kanner können auf die Strecke kommen, die Strecke am Mamerdal, die an der Woche ganz Jahr beim letzten befahren ist, weil es viel gefährlich ist, für man will oder durchzufahren, und auch sonst auch viele Autosaccidenten generiert. Übrigens können auch auf der Strecke Radar stehen, da das ja auch gestimmt gehen, und auch soll an den nächsten 1-2 Joer or eng Wëllospist gebaut ginn zwischen Mammer an Meesch, dat das och dës Jo net an der Chamber gestimmt. An de Schwengen van Dii Streck mo bis gebaut ass, dann huet déi Wëllos der Mammer Meesch vollhireieren Zweck errecht, a bis donner wärmer als nach Dapper Dr ginn die weider Joren och so e flotte Wëllosdag zu organiiséieren. Ich wünsche op jeden Fall de Leiit all viel Spaß. Through the back door, freezing in the cold, communication breakdown, emotional overload, been through a wall of fire, now I feel like the ashes glow, ashes glow, cars passing on the freeway, my mind is on the run, keep running from a shadow, I'm not the only one. Somewhere in the distance, someone's taking flight. Destination unknown, just fade into the light. So much said and done, but after all, the time has come to leave it all behind. If you could see it through my eyes, you know I try to change it all. I've been trying all
spine, the future on my hands. I'm standing here alone with open arms. Für all Joer ass immer dabei, mich immer Spaß. Mat mégem klengen Ei an Münhöler schon 100 bis op Meersch kommmer fir schnellerem Trick zu kommen. Ihr de Reno fängt dann dats wie immer flotte Spaß an zivi Leute erwe. An eiser nächster Emission komme mehr op d'Aweiung vun der naier Maison Relais Schulcampus Kapellen zereck. Am wir werden auch über die offiziell Aweiung vom neuen Kaperschulcampus berichten. Grund genug für den Bürgermeister Gilles Roth, eis zu erzählen, wie es dann so war op der Kap. Freier an Haut. Wir stehen hier matzen an dem Zentrum von der Kap op der Kircheplatz. Ein Kircheplatz, überhaupt ein Kap, die eng verbunden ist mit dem Schulwesen. Für wat? Mais weil 1841 Kap kantonal Hauptort gouf vom Kanton Kapellen, an dünn sich vieles entwickelt huet. Et sie Funktionären ajener kommen, Beamten, aber hunn de gemerk, ma sie hunn mat sich brucht, dass man fir d'éicht eng Schul hajener Grot in 1841 an dieser Räumlichkeiten. Dünn huet et awer rund 100 Joer gedauert bis 1931, wéi se Stëmmewerk gemerk auf fir eng Neischchoul och am Zentrum vun der Kap ze kreien, mit demals huet dat und dem Bevölkerungswiderstand gescheitert. Weil das kom den Zweite Weltkrieg. Et ass net viel desideiert ginn. Bis 1941 demals werden ganz bekannten Dr. Ferdinand Frieden, regionalen Dr. Hai, Landdoktor, auch kurzzeitig Deputierten, den zu Summe mit den zwei Käpper Konseien, den Herr Nockels an den Herr Kolbach, matbrucht huet, dass eng neue Schulsoltainer gebaut gin, mat eng Gerichtsgebäi fir Wert Friedensgericht an all kantonal Hauptort an zusätzlich Räumlichkeiten fir d' Steuerverwaltung. Net ze vergissen, an dat ging ma lo river kucken, dat ass ein Monument aux Morts, wer die Gefallen aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert, aber demals von dem Lucien Vercollier, ein ganz bekannter Skulpteur, entworfen ging ass, aber 1953 angeweiht gouf, nämlich von dem damaligen Staatsminister Pierre Dupont. Pierre Dupont, ein Denkmal, wat immer eng grosse Tradition hat hier am Kanton Kapellen fir wat méi well all Entrée joyeusen vun dem Grand-Duc Jean och vun dem Grand-Duc Henri seit die typisch Skulpturlinnen vun dem Lucien Vercollier wat se ganz schaffen a Wiesen och bekannt gemerk huet, hai hummer de Podest, wo immer Blumen näier gelecht gin, mat der Erinnerung hai vun dem Wopen vun dem Kanton Kapellen dat berühmten Kreiz. Wir hunn an der Neugestaltung vun der Schoulhai op der Kap hummer geguckt fir dat Monument och méi an Walle nachzusetzen, an dat net mi Renglandsterler Stroßsto zun méi eng eiere Platz eigentlich heit zu hunn, zwischen engerseits der Kircheplatz an einerseits och der Struktur vun dem Neier Schul. Dat war eng Propos vun dem Architekt Jim Clemens am hun déi dankbar ugeholl, weil et wirklich erlaubt, fir dat Monument aux Morts hai an senger Tradition zu erhalen, an net so tellkell zu deplacieren op eng Platz, wo et nach méi an Erscheinung werd triete. Schulwesen vun der Kap an d'Entwicklung vun der kantonal Hauptort die Laien eng ze summen. An de 60er Joren ass Garnison hai aufgezogin an Namse ass an Platz kom. Wat huet mat sich brucht eng ganz Reihe vun internationale Funktionäre, die natürlich ganz no wollten bei ihrer Erbesplatz vun an du hunn sich versicht an der Flotter Kap Kapellen sech näher zu losen. Dat hat natürlich eng Inzidenz op d'Entwicklung vun eiser Schul. Weil mir hätte net mir genug Klassereim, weil das dünn geschieht, mat das desideiert gin fir 1961 e Pavillon he ze bauen, fir 2-3 Kleinklassesel weiter hinzukriegen. Die Klassesel die goufe genutzt vun enger Spielschule, man enger ganz bekannter Schwester Amelie, die an der Kongregation ha op der Kap wären, die dann de ganzen Präskolärsunterricht gemerk huet, a mir hätten 2 weiter Klassesal fir de Primärschulsunterricht. Die Klassesel die goufe funktionell genutzt. Ma wéi Bäckeren an Metzler Leiermeester, déi sinn owes ha hinnerkom de Kuten déi hier Kuren, an et gouf se goe Pingpong, also Dëchtennis an dee Klassesäll gespielt. Weiter Etapp an dem Schulwesen vun dem Kantonalerbeurt Kapellen. Weil das geschitt méi et gouf op Kapach an op Kielner Gemengesäit goufen Cité Kurt gebaut.
sind eine ganze Reihe von jungen Familien, die sich da näher gelassen haben, an alle guten die auf dem Teil von der Mämmer Gemeng gewohnt haben, die sind natürlich hier an die Käper Schule gekommen. Wir hatten Engpass, weil das geschieht. Wir einerseits sind wir ziemlich auf dieser Platz, haben wir ein Centre de Loisirs gebaut. Das sollte als Turnsaal gelten und wäre auch ein Versammlungsraum, den an einer ersten Phase sogar als Schulsaal genutzt wird. Wir hatten ein weiteres Problem, dass die Käperkanner, ich selber habe dazu gezählt, dass ich Schuljahr auf Mämmer mit dem Bus gefahren habe, für hier an die Schule zu gehen. Es waren eine Reihe von Eltern, die hatten da Probleme, weil das einfach für kleine Kanner viel hin und her war. Und dann ist dann mit dem Gemeinderat zusammen eine Lesung gesicht gehen an ob diesem Teil als und das Freiheitsgerichtsgebäude ein Annex gebaut gehen, für da weiter Klassensäle zu finden. Das tut mit sich gebracht, dass die Käper an zum großen Teil auch Holzimmer Kanner, dass die konnten hier auf der Käpe hier Schule kriegen und dass zusätzlich auch nach die sogenannten Komplementär, dass den von Mämmer auf Käpe kommen. Und da war auch ein Käper Schulmeister, den Armand Müller, den auch zum Teil Lokalhistoriker war, den hat heute Komplementärunterricht aufgehalten. Das ist nicht nur die Schulgebäude, die eng mit der Entwicklung von der Wirtschaft Käp verbunden sind, sondern war das eine Schule ohne Lehrpersonal, ohne Haut d'Enseignants, wie ihr seht. Und das Lehrpersonal, das hier auf der Käp war, das war immer ganz lang auf der Käp. Wir haben hier ganz lokal Grästen, die an den Käp von denen früher noch nach den neuen Käper immer eine große Bedeutung haben. Das ist einerseits der Eugen Iri, den langjährigen Schulmeister, war, den sogar an diese Gebäulichkeiten gewohnt hat, zusammen mit seiner Familie, den sich auch nach Drogin hat für Musikunterricht zu gehen. Der Präsident von dem Kirchenrat war Präsident von der Choral. Dann haben wir eine Madame Octavie Weber, die ewig auf der Käp Schule gehalten hat, immer 5 und 6 Schuljahr und Leute ganz gut präpariert hat für an die Hey Schule. Dann hat man Madame Katrin Boniface von Ausbild Kipchen bestört, die zwar zu Mämmer gewohnt hat, was ganz atypisch war, an auf der Käp lang Schule gehalten hat, und auch die neue Schulmeisterin wie den Herr Thomas, wie Madame Lambert, die haben gern hier auf der Käp Schule gehalten, weil sie eigentlich Kanner von Kant und ob Kant tun, an sie auch enkadriert tun an der Schule. Große Merci-Menge muss man als Gemeindeverwaltung so und die viel, die hier auf der Käp defiliert sind als Enseignant, aber für allem die lernen die Tradition nicht nur von der Schule, aber auch von bisschen dem Käper Hofach aufrecht gehalten haben. Und ich meine, bei der Ouverture von unseren neuen Gebäulichkeiten werden auch gebührend und Sie alle Guten denken. Den 21. Oktober feiert den Centre kulturell Königsbond seg 5 Joer. Den Lückfeller mischt as en kleng Retrospektiv. Wir stehen dann hier Parvis von unserem Kulturzentrum, unserem regionalen Kulturzentrum an der Gemeng, den das Jahr am Hirsch 5 Jahre feiert an den Anniversär. Die 5 Jahre ist für uns eigentlich ein ganz flott Gelegenheit für ein kleines Retrospektiv auf das Programm, auf das Funktionament von dem Mämmer Kulturzentrum über die letzten 5 Jahre zu machen. Das Kulturzentrum ist hier am Sitz vom Königsbond, Sitz, wo als erste Infrastruktur für die Präkos gebaut ist. Danach sind die Infrastrukturen für den Rest von der Schule gebaut, die vom Präskolär das 6. Schuljahr mit der Sportsaal und mit den Infrastrukturen von der Maison Relais für alle Kanner an der Gemeinde. Als letzte Infrastruktur ist, wie gesagt, ein Kulturzentrum dabei kommen, ein Kulturzentrum, das auf der einen Seite profitiert von seinem direkten Nachsehen auf der Straße, auf der anderen Seite aber auch profitiert von den vielen Parkingen, die dabei sind. Was auch erklärt, dass neben der kulturellen Programmation das Kulturzentrum ganz viel von privaten Lokateuren gesicht, dass besonders von professionellen Akteuren einerseits für hier Personalfeierheit zu machen, andererseits wird noch ganz viel benutzt für die neuesten Produkte, die auf den Markt zu kommen, für die zu präsentieren. Planung für den Kulturzentrum hat hier schon Anfang den 2000er Jahren angefangen. Das ist keine ganz einfache Planung, das ist eine ganz komplexe Technik, die du verschafft hast. Das sind Vorschläge, Gegenvorschläge, bis man die richtigen Mix für als Gemeng gefunden haben. 2006 hat der angefangen, das 4 Jahre lang intensiv geschafft, gehen die Stolzsumme von rund 20 Millionen sind hier investiert, gehen besonders an eine komplexe Technik. Am Oktober 2010 wird Davajung an die erste Manifestation hatten wir bei der Journée Porte ouverte den 3. Oktober 2010.
Wir stehen Lohai am Foyer. De Foyer ist natürlich die echte Platz, wo die Leute rankommen, wo sie mit der neuen Infrastruktur a Berührung kommen. Es wäre uns wichtig, dass wir moderne Foyer haben, dass wir elegante Foyer haben, dass wir aber Foyer, wo die Leute sich wohl spielen. Und dadurch haben wir dafür gesorgt, dass ganz viel Luft an die Foyer racken. Das Architektenbüro hat dafür mit Nico Turm zusammen geschafft, einen Künstler für ganz flott Färbespiel zusammen mit den verschiedenen Materialien, die hier verschafft sind, hinzukriegen. Der Granit, Plexiglas, Spiegeln, die ganz flott Rideauen, die wir haben, an die modulär verschiebbar sind, die uns doch so erlauben, ganz flott Lichtverhältnisse an unserem Foyer zu kriegen und noch mit Licht zu spielen. Am Susol vum Foyer ënner dem Foyer do hummer alle guten Vierrichtungen gesinn fir en Galerie ze machen. Mir noch eng permanent Ausstellung do vum Mamer Fotoclub eng ganz flott Ausstellungen at dem Titel Mamer Freier an Haut, wo man Fotoen hu wéi eng Platz 24, 30, 40 Joer ausgesinn oder wie se Haut ausgesäit dat fir de Leiit, die an de Kulturzentrum komme fir de Leiitzeweise, wéi Mamer sech entwickelt huet, dat awer och fir de geschichtliche Patmoine, dees mir viel hai an der Gemeng hunn, an den eis ganz Herz für die geschichtliche Patmoine Leben zu erhalen. Wenn ihn dann durch die imposant Dir, die der Haihan Droge sieht, wenn ihn do durchgeht, die sich auch von der Bär an das ganze Teil integriert, da kommen wir einerseits an den Gang, wo wir auf der einen Seite an den Festsaal rankommen, aber wo wir auf der anderen Seite die verschiedenen Musiksäle von unserer UKTA Musikschule haben. Wir sind dann hier durch den Gang an von unseren Feiersälen kommen, wo wir regelmäßig Kurse von der UKTA Musikschule haben, mehr präzise, wo wir als Instrumentenkuren haben. Wir haben mittlerweile 337 Kanner, die an der UKTA Musikschule angeschrieben sind. Das ist ein stolzer Schiffer, wenn ihr bedenkt, dass wir vor 4 Jahren nach 200 Ausschreibungen hatten. Das sind 75% mehr. Da gesagt Ihnen, dass die Musikschule von der UKTA ganz gut besiegt ist hier an der Gemeinde. Das einerseits durch ein jung motiviertes Personal, was sich aber auch mengenisch durch die Flottinfrastrukturen erklärt, dass man die großen Zulauf haben. Da tut auch einen gewissen Kostenpunkt für die Gemeinde. Die Musikschule kostet am ganzen 750.000 €. Wenn ihr das Subsid vom Staat aufrechnet, dann lädt die Gemeinde nach bei all Personen, die sich an die Musikschule anschreibt, rund 1150 € bei. Das sind aber Suen, die gut investiert sind. Einerseits kommen die natürlich als kulturelle Vereine am Endeffekt zu gut, weil Kanner gut formiert sind. An andererseits mengen ich, wenn Kanner jugendlicher Spaß für Musik zu machen, da soll mir als Gemeng dadurch unterstützen. Hier kommen wir dann aus dem Trakt, wo als Musiksäle sind, kommen wir dann an den Trakt administrativ. Die Verwaltung hier vom Kulturzentrum, die wisst, wir haben einen Direktor, der Jerome Koden, zusammen mit einer administrativen Equipe, 2 Leute, auf der einen Seite Sekretariat der Kommunikation, auf der anderen Seite Sekretariat an Relation Publique. Und dann haben wir neben der administrativen Equipe haben wir natürlich als 3 Techniker, die schon viele Leute von bei diesen Manifestationen begehen tun, weil ohne als Techniker dürfen wir nicht ganz viele Manifestationen machen. Wenn wir dann nach weitergehen, hier am Kulturzentrum, da kommen wir an die Repetitionszahl von unserer Harmonie, wo auch den Orchestre de Chambre de Luxembourg in Residenz hat auch noch regelmäßig prüft. Den Kulturzentrum 2014, das waren 22.000 Visiteure, was eine Progression von 11% par rapport zu dem Jahr vordrun. Durchstellt 22.000 Leute, die Statistiken weisen, dass das natürlich hier aus der Gemeinde kommen, aber auch aus dem ganzen Kanton Kapellen, aus der Nopisch Gemeinde Bachtringer Straßen an. Seit den letzten 2 Jahren auch vermehrt immer mehr aus dem Kanton Esch, was eigentlich weiß, dass das Kulturzentrum ein richtig regional Assis Krut hat, auch noch an der Region seinen Platz fand. Von den 22.000 Leute waren rund 86%, 19.000 Leute, die für kulturelle Manifestationen kommen sind. Die anderen 3.000 Leute, die für andere Manifestationen kommen, sie haben Konferenzen, Sciences Akademiken oder sogar als Statisten für eine Filmproduktion von der Firma Samsa. Ähnlich das gesagt hätten wir am Jahr 2014 102 Manifestationen, 87 kulturelle Manifestationen, 15 andere Manifestationen. Aber wenn ihr wisst, dass das Kulturzentrum an der Vakanzen sind, die für das Publikum so gut, da gesagt Ihnen, dass das Kulturzentrum rund 36 Wochen am Jahr operationell ist. Also wenn ihr das rechnet, über die Manifestationen, da gesagt Ihnen, dass wir einen ganz intensiven Rhythmus de Croisière gefunden und dass wir eigentlich und Limite von unseren Kapazitäten stoßen. Heute der große Festsaal, der große Saal am Kulturzentrum, den zeichnet sich auf der einen Seite durch ein ganz flott Licht
an Sonorisationstechnik als auch relativ viel dran investiert tun, wo man dafür gesucht tun, dass auch ein ganz flott Akustik da ist, dass sie sowohl an der Echter wie an der Lächterei flott Klangerliefnis. Bei den Konzerten hört das Salzechen sich aber auch durch ein ganz groß Polyvalenz aus, so dass man können für die verschiedenen Veranstaltungen optimal nutzen. An der normaler Konfiguration haben wir 434 Plätze heute, das von Gradin heraus, wann still alle guten am Parterre stehen. Mir für kurzem aber nach ein Investiment gemacht, dass man den Saal auch an einer Konfiguration Studio können benutzen. Das heißt, dass man den Gradin können wir weit noch 4 fuhren, wir holen den Parterre raus und dann haben wir rund 200 Leute, die 400 Bühnen op de Gradin sitzen, an die eigentlich dummer eng optimal Vue hun. Mir hun Möglichkeit Gradin ganz han der Mauer verschwanden zu doen, de Parterre rauszufeieren, dann hummer Saal für rund 950 Leute stehend. Wir können den Saal für eine Kongressbestuhlung nutzen mit 500 Leute. Wir können aber auch Banke-Konfiguration mit 250 bis 300 Leute machen. Dann haben wir eine Bühne, die ganz polyvalent nutzbar ist. Wir können eine 4 Bühnen bauen durch hydraulische Podium, die wir können an die Luft gehen lassen. Wir haben natürlich als Forstorchester. Wir sind von den raren Lützeburger Kulturhäuser, die ein Forstorchester haben, und wir sind ganz stolz darüber, weil das erlaubt, da eine Programmation zu machen, optimal zu machen wie ein Musical, Oper, Operette, wo man dann die ganze Bühne können nutzen für die Schauspieler, wo man dann den Orchester an dem Orchestergruppe sitzen und dann als als Cerise sur le Gâteau, wo man dann als Bausebühne, wo man können die Hünnestier von unserer Bühne abmachen, wo man dann runden Durchmesser von 8 Meter haben, wo man dann die Bühne, die man im Prinzip noch Bande produzieren, wo man die Bühne dann noch können noch Bause nutzen, an wo die Leute dann auf der Bausebühne auf der Gradin sitzen. Wir haben natürlich dann parallel zu dem polyvalenten Saal haben wir auch eine Programmation, die ganz polyvalent ist, die ganz vielschichtig ist. Das wollen wir auch so. Wir wollen jede Map so bieten, dass jeder an der Programmation etwas dran zurückfindet, was ihm gefällt. Wir meinen, dass das eminent wichtig ist, auch an einer Gemeinde, die sich so developiert hat wie die Gemeinde Mama über die letzten Jahre, weil dadurch weh für die Integration von den neuen Matbürger bei uns an der Gemeinde ist. Die Freunde von der klassischen Musik, die Freunde von der modernen Musik, die jung sollen etwas drauf haben, wie auch die Freunde von der Literatur, vom Jazz und vom Kabarett. Wir haben dafür als klassisch Konzerte, die wir ganz oft zusammen mit dem Orchestre National de Belgique und mit dem Orchestre National de Lorraine machen. Wir haben die modernen Konzerte als Beatles, der Queen, als Céline Dion, die wir geschwört werden, haben traditionell als Gala de la Chanson Française, eine echte Produktion, die das Kulturzentrum von A bis Z mit ganz viel Succès selber ausgeschafft hat. Wir haben als Musicalen zum Beispiel mit dem Theater Trier hat man de Falco abgefordert, als Oper und Operetten, La Traviata, Figaro, die lustige Witwe, aber auch als ein Ballet, als ein Schwanensee, wo man wunderbar von als Forstorchester können profitieren, dem wir auch schon ein paar Mal abgefordert haben. Wir haben dort natürlich als ein Erdler sehen, wie die Power Percussion oder den Kibbutz Dance Company, eine ganz bekannte israelische Tanzgruppe, die auf der ganzen Welt schon abgetreten ist. Tja, nieft eisen größere Manifestationen gucken wir natürlich auch für Manifestationen ein bisschen mehr intim, ein bisschen mehr kleinen Kader zu. Wir haben dort traditionell als Liesabend, also Mardi du Livre, den wir hier machen. Wir haben traditionell als einen Zyklus hinter dem Rideau, einen Zyklus, den wir immer mittwochs, den nächsten Mittwoch am Mond machen, wo die Leute zusammen mit den Künstlern auf der Bühne sind, was eigentlich immer eine ganz flotte Experienz hat. Wir haben dort natürlich eine ganze Reihe Vorstellungen für unser junges Publikum. Und da schaffen wir ganz viel zusammen mit Lützeburger Künstlern und mit Lützeburger Produzenten. Das ist ganz wichtig. Wir sind am Gang eine ganz flotte Produktion mit Miriam Müller auf Bein zu stellen. Wir schaffen traditionell ganz viel mit Serge Schonkert, mit dem wir auch sein Queen-Oventai als Premier abgefordert haben. Ganz viel mit Carlo Hartmann, Janschen Hoffmann, auch mit Jem Schuster, mit dem Lützeburger Theater, mit anderen Kabarettisten. Bref, das alles für einen kleinen Überblick zu gehen über die vielfältige Programmation, über das viel Schaffen, was hier am Kulturzentrum ist. Dafür sind wir eigentlich auch ganz stolz, für die 5 Jahre zu feiern. Das machen wir während ein paar Tage. Wir fangen den 21. Oktober mit einer Science Akademik an. Dann haben wir den 29. und 30. Oktober Spektakel. Dann machen wir den Aufschluss 1. November mit dem neuen internationalen Spektakel von David Goldrake. Und ich gebe schon alle gute Rendezvous für einen Blick an das Programm zu werfen. Das ist ein ganz interessantes Programm, das der Regie auch Platz an ihre Bilder zur Zeit sichern.
Dat war die Mission Nummer 127 vum Mammer Fernseh. Mir gesinn aus den 15. Oktober mat enger naier Emissionerem. Ech so nech Merci fir d' Nokucken a bis geschwen.